Es ist Freitag, der 15. Mai. Ich begrüße euch herzlich mit der Tageslosung 5. Mose 26, Vers 7. Der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not. Dazu Lukas 18, Vers 7 aus dem Gleichnis des ungerechten Richters, respektive der hartnäckigen Witwe. Das Fazit: Sollte Gott nicht auch rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Elend, Angst und Not, 3 Münzen, die viele Leute als ihre Lebenswährung irgendwo im Portemonnaie mitführen. Und oftmals, wenn man auf die Rückseite schaut, kann man den Satz lesen: Warum lässt Gott das zu? Wozu ist das gut? Selbst Calvin konnte nicht genau erklären, weshalb der Mensch leiden soll. Deshalb ist diese Frage sicher berechtigt. Was sollen diese 3, Elend, Angst und Not, in unserem Leben Gutes bewirken? Ich versuche es einmal mit einem Bild. Die Not als gemeinsamen Begriff für diese 3 ist die Baugrube für den Tempel Gottes. Die Tempel haben zwar keine Baugruben gehabt, in dem Sinn, würden wir jetzt sagen, vielleicht einfach für das Fundament war das Graben wichtig. Keller gab es meistens nicht unter den Tempeln, es gab allerdings Ausnahmen, ich habe eine besichtigt. Ein Tempel muss ja nicht unbedingt negativ sein, es muss nicht ein Versteck sein für unschöne Dinge, es kann ja auch ein Vorratsraum sein. Meine früheste Erinnerung an eine Baugrube reicht ins 12. Lebensjahr zurück. Ich musste auf einem Weg in eine Therapie an einer solchen Grube vorbei. Man hatte eine Schrägstellung meines Beckens festgestellt und wollte da ein bisschen entgegenwirken, um eine Operation zu vermeiden. Und so fand sich eine Therapeutin, die mit Eurythmie arbeitete. Ich kannte dieses Vorgehen nicht, lernte aber sehr bald, dass ich in einer Halle stehen musste und I sagen musste, I, und einen Arm heben, I, so bis er ganz oben war. Dann wieder kam O, da musste ich O aussprechen, O, bis ein schönes O entstanden war. Und so ging das eine halbe Stunde lang mit solchen Buchstaben und mit solchen Schritten und Bewegungen. Und jeweils, bevor ich diesen Spießrutenlauf antrat, ich, der viel lieber Indianerhäuptling war im Dorf, kam ich an dieser Baustelle vorbei, City West, etwa 5 Stockwerke tief, sah unten die Bauarbeiter wie Ameisen, Krane hoben Dinge hoch, senkten große Kessel mit Beton nach unten. Man sah Baumaschinen, die mein Auge noch nie gesehen hatte. Ich hörte Baulärm aller Art, was mein Ohr so noch nie gehört hatte, und ich war schlicht und einfach fasziniert. Irgendeinmal war das Fundament nicht mehr sichtbar, eine erste Decke war eingezogen. Und da war dann auch meine Therapie glücklicherweise fertig, weil die Frau eine deutliche Verbesserung meiner Haltung hatte feststellen können. Lassen wir das, ich war jedenfalls sehr froh, musste ich nicht dorthin gehen, bis das ganze Haus fertig war. Elend, Angst und Not, das sind die 3 Bagger, mit denen wird die Baugrube ausgehoben. Bagger 1, Elend. Das Wort kommt von Ausland und spiegelt eine Erfahrung wider, die Menschen gemacht haben, die fremdes Brot essen, eine Sprache nicht kennen, sich an Umstände gewöhnen müssen und vor allem ihr Heimspiel aufgeben, wo sie so sicher waren. Also zurück bei Null, wieder neu anfangen. Allerdings gibt es dann auch Leute, die sagen, ja, es hat mir ganz gut getan. Es hat mir gut getan, meinen Horizont zu öffnen, neue Freundschaften, neue Sprache, neue Kultur, all das ist eine große Bereicherung. Und wenn das schon unter Menschen so ist, kann Gott durch eine solche Verunsicherung, die geschieht in einem verpflanzten Menschen, etwas sehr Gutes machen, nämlich wenn wir dann in sein Heimatland eingepflanzt werden, wo es wiederum andere Spielregeln gibt, als diejenigen, die wir uns selber geben.
Bagger 2, Angst. Auch das etwas, was wir eigentlich selber irgendwie lösen wollen, ein Problem, das wir durch Isolation unserer Herzen vielleicht abdämpfen, wo wir uns vielleicht zudecken oder gar ummauern, damit diese Ängste uns nicht kaputt machen. Aber doch lässt Gott es zu, dass der Bagger noch tiefer greift, noch größere Ängste kommen und er wartet und wartet und wartet immer darauf, dass wir, wie es Joel sagt, der Prophet, den Namen des Herrn anrufen und dann gerettet werden. Vielleicht in dem Moment, wo die Angst am größten ist. Gott lässt es zu, es wird tief gebaggert. Und endlich dieser erlösende Schrei, ich schrie zu Gott, heißt es ja. Und dann kommt das Unerklärliche, das Wunderbare. Der Mensch kann erleben, dass Gottes mächtige Hand viel größer ist als die Baggerschaufel, die vorher war, und dass er hier inmitten größter Angst auch Geborgenheit und Friede erleben kann. Not, aus einem alten germanischen Wort Naudi, heißt eigentlich Zwang. Dinge, die uns das Schicksal aufzwang, vielleicht auch die Vorfahrenlinie. Wir sind geworfen in Probleme, die wir selber nicht gewählt haben, müssen sie irgendwie verinnerlichen, müssen sie verarbeiten, übernehmen vielleicht den Zwang sogar und setzen ihn uns selber auf. Und all das kommt auch zum Stillstand, wenn wir in dem allem Gottes Gaben und seine Führung über dieses alles stellen, was jetzt hier auf uns gekommen ist. Und es kommt viel auf die Menschen. Dies ist eine große Baggerschaufel im Leben vieler Menschen. Aber wenn wir Gott dafür danken, dass wir eben in Schwierigkeiten stecken und ihm die Ehre geben, dass er größer ist als dies alles, dann verändert sich der Zwang und die Gaben Gottes kommen zum Tragen. Betrachte dich also als Baustelle Gottes mit einer großen Baugrube. Ein Tempel soll ja entstehen. Ein Großteil dessen, was Gott baut, ist ja im Untergrund, ist nicht einfach so sichtbar. Da sind dann die Reserven zu finden, vielleicht auch das Wasserreservoir. Vielleicht ist auch das Energiezentrum dort, die Heizung, was auch immer. Und mit Sicherheit ist dort unten das Fundament. Es gibt viel Arbeit für die Bagger. Viel Geschiebe muss weg, Sand muss weg. Jesus selber sagte ja, auf Sand sollte man besser nicht bauen. Oder Sumpf muss weg transportiert werden, damit der feste Grund zum Vorschein kommt. Was also für die Häuser gute Architektur ist, dass tief gegraben, gut fundamentiert wird. Warum sollte das nicht auch für den Menschen so gelten? So entsteht der Raum für das Vertrauen. Ohne Bagger kein Bau. Ohne Bau keinen Tempel. Indessen sagt Gott nicht nach 50 Jahren so, Leute, jetzt kann ich die Bagger abstellen, die Arbeit ist jetzt eigentlich getan, ich kann sie anderswo ja auch wieder gut gebrauchen, da gibt es die Jüngeren, die haben noch ihre Kinderkrankheiten, denen muss ich auch noch aus dem Schneider helfen. Nein, sondern er sagt, diese Bagger laufen bis ans Ende. Es gibt immer noch Dinge, wo ich Raum schaffen will, wo ich Vertrauen pflanzen will, wo ich meine Gaben hineingeben will. So schnell geht das nicht weg und das haben wir erlebt. Auch im hohen Alter baggert Gott noch weiter, auch wenn er es dann sehr feinfühlig tut. Er tut es übrigens immer feinfühlig, aber die Schaufeln sind dann vielleicht nicht mehr so groß. Meine Mutter, meine Tante, beide lebten in 2 getrennten Wohnungen im Haus nebenan. Meine Mutter war Witwe geworden und beide Frauen, schon ein bisschen dement, waren nicht mehr fähig, ihren großen Haushalt allein zu führen. Deshalb schlugen wir ihnen vor, dass wir zu ihnen schauen und dass sie dann zusammen wohnen würden. Anders war es einfach nicht zu machen, aber nein, wir hatten uns verrechnet. Sie hatten immer noch ihren Kopf, sie hatten immer noch ihre eigenen Dinge, sie hatten immer noch ein Stück Missgunst, es gab immer noch eine gewisse Konkurrenz und es gab vor allem auch die Unfähigkeit, sich vom Alten zu trennen und so blieb uns nichts anderes übrig, als sie ins Altersheim zu bringen. Das war für sie schon der Anfang, wo man noch das surrende Bagger ein bisschen hören würde in den
den nächsten 3,5 Jahren wurde immer ein bisschen geschaufelt. Es gab Depressionen, es gab ein Stück Einsamkeit, es gab ein Stück Isolation, obschon dieses Altersheim sehr gut geführt wird, keine Frage. Nach 3,5 Jahren fragten wir sie, und? Könntet ihr es sehen, wieder zu uns zu ziehen, gemeinsam in eine Wohneinheit? Ja, warum denn eigentlich nicht, hieß es. Wir staunten, etwas war geschehen. Sie waren bereit, miteinander das Leben in einer anderen Weise zu teilen, nicht mehr durch Abgrenzung, sondern ein Stück weit durch echtes Teilen, echte Zusammenarbeit. So zogen sie also zu uns zurück, wir richteten es ein in unserem Haus, um sie zu pflegen, zusammen mit der Heimpflege. Nur bei der Post gab es noch Probleme. Wie meine Frau die Adressänderung angeben wollte bei der Post, sagte die Frau am Schalter, nein, das geht nicht. Aus einem Altersheim kann niemand wieder ausziehen. Der Posthalter im Hintergrund hörte das und rief nach vorne zu seiner Angestellten, doch, doch, das geht gut, das ist der Pfarrer, der darf das, hat er mit Lachen gesagt. 4 Jahre waren sie dann bei uns und es war eine sehr gute Zeit, für alle Seiten. Dann wurde die Pflege erhöht, unsere Pflegetechniken reichten nicht mehr aus, wir mussten sie zurückbringen ins Altersheim und siehe da, sie konnten gemeinsam ein Zimmer bewohnen. Das tun sie noch heute. Und es hat sich gezeigt, jetzt sind sie irgendwo dort, wo sie auch schon einmal waren, als sie zusammen in einem Zimmer aufwuchsen. Damals als Kinder hatten sie nur ein gemeinsames Bett, die beiden. Jetzt immerhin hatten sie 2, aber sie waren und sie sind jetzt immer eng zusammen. Meine Mutter schaut auch zu der Tante, zu der Schwester und hat damit ein Stück weit noch das Gefühl, eine erfüllende Aufgabe zu haben. Man sieht, bis ins hohe Alter schafft Gott neue Räume. Und immer ist es das, was die Menschen einen Schritt weiterbringt. Irgendeine Angst, irgendeine Not, irgendein Elend, wo er hineinwirken kann und wo er die Menschen einladen kann, kommt, vertraut mir, wir machen einen neuen Schritt, wir machen einen neuen Anfang. Was uns Menschen eben wehtut und Gott ändern sollte, wollte und schlussendlich dann auch tut, es ist dieser Aushub. Er ist unabdingbar, damit wir Menschen mehr empfangen können. Alles von Gottes Reich ist zu empfangen und damit es empfangen werden kann, braucht es eben Raum. Und wenn man dann die Münze umdreht und sich fragt, warum lässt Gott das zu, haben wir zumindest hier den Ansatz einer Antwort gefunden. Und noch ein letztes, Gott kommt ja nicht zu spät, das sagt er bei dieser Witwe, sondern genau im richtigen Zeitpunkt geht genau die richtige Türe auf. Für die, die sich eben durch Angst, Not, Elend in Gottes Arme treiben lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.